Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter War Drum. Wir sind ja hier gerade bei Mutter Rhythmus oder der Rhythmusmutter oder sowas, aber da haben wir ja gestern am Ende der Folge mal ordentlich alles erledigt. Da würde ich mal sagen, auf geht's, wir wählen mal das nächste Biom. Bin gespannt. Oh, Moment, man kann auswählen. Also, wie sieht der Plan aus, mein Rhythmusmann? Disharmonische Rhythmen tönen von den schwarzen Bergen her. Nicht von den blauen, okay. Die falsche Magie sickert durch die Risse im Boden, infiziert langsam Mutter Rhythmus. Diese Magie muss aufgehalten werden. Also, was sollen wir deiner Meinung nach tun? Beide Wege dieses Portals führen euch näher an die Berge heran. Ihr könnt nicht direkt dorthin gehen, denn die unkonventionellen Rhythmen würden euch zerreißen. Kann Mutter uns nicht davor schützen? Könnte sie. Aber die Angriffe an mehreren Fronten haben sie erheblich geschwächt. Das hat er jetzt schon 100-mal gesagt. Ihr müsst ihr helfen, ihre Kräfte wiederzuerlangen. Auch das hat er schon öfters gesagt. Reist zu einem dieser beiden Biome und beseitigt die Ursache der Störung. Wenn ihr insgesamt 2 Biome säubert, wird Mutter genug gestärkt, um euch vor den Auswirkungen des unharmonischen Takts zu schützen. Erst dann seid ihr bereit für das letzte Ziel, die schwarzen Berge. Ja guti, also, rote Wüste oder unheilvoller Sumpf. Ganz im Ernst, der Sumpf hört sich für mich besser an. Was ist denn dieses gelbe Dingens da unten? Achso, das ist das, was ausgewählt ist. Ich nehme den Sumpf, oder? Und dann macht der Reiter Plumpf. Wir gehen in den unheilvollen Sumpf. Die uralten Schreine im Sumpf fungieren als Leitungen für Mutter und stärken ihre Verbindungen zur Welt. Irgendetwas hat die Schreine mit falscher Magie beschmutzt und so die Verbindung zur Mutter geschwächt. Findet und vernichtet das unbekannte Geschöpf, das hinter dieser Entweihung steckt, und läutert alle Schreine, die ihr findet. So kann Mutter die Schleier, die die Berge umhüllen, durchdringen und euch der Region einen Schritt näher bringen. Ja guti. Dann gucken wir mal. Anderer Rhythmus. Der unheilvolle Sumpf, benannt nach dem ewigen Nebel, der das Gebiet bedeckt. Oder war es wegen der rachsüchtigen Geister, die einen nachts ermorden wollen? Irgendwie sowas. Rachsüchtige Geister? Auf meiner Reise durch den Sumpf habe ich keine Geister getroffen. Nur ein paar Koboldfischer. Sie neigen dazu, Fremde zu meiden, also werden wir wahrscheinlich keinen Ärger mit ihnen haben. Okay. Also zuallererst mal, ja, okay. Oh Mann. Was ist denn das da? Das links da. So, jetzt müssen wir unseren Weg gut planen. Hier hätten wir 2 Kämpfe direkt hintereinander, ohne Heilung. Und hier ist irgendwas. Komm, wir hoffen mal, dass die Kämpfe einfach werden. Wir nehmen die 2 Kämpfe hintereinander. Wir sind ja immerhin noch zu 5, glaube ich. Oder sind wir doch zu 4? Ich habe keine Ahnung. Okay, tagsüber klarer Tag. Alles klar. Mal gucken. So. Ihr seid ja Kobold. Hey, ihr Fleischsäcke! Die Prophetin hat vorausgesagt, dass ihr unsere Kristalle holen kommt. Wieso hat der so lila Zeugs überall? Kristalle? Nee, Kumpel, wir sind nur auf der Durchreise. Lüge! Tötet sie alle! Ich dachte, du hättest gesagt, die wären freundlich. Irgendwas stimmt hier nicht. Verteidigt euch. Ach, mach Sachen. So. Besondere Feldeigenschaften. Fahre mit der Maus, danke, ich habe keine Maus, über faszinierende Felder auf dem Schlachtfeld, um weitere Informationen über sie in der linken oberen Ecke deines Bildschirms anzuzeigen. Felder in der roten Wüste oder im unheilvollen Sumpf haben besondere Eigenschaften wie zerbrechlich, instabil und stoßbar. Zerbrechliche und instabile Felder können zerstört werden, indem sie beschädigt werden. Zerbrechliche Felder zerbrechen einfach, während instabile Felder bei ihrer Zerstörung auch explodieren und den umliegenden Einheiten Schaden zufügen oder sie mit Statuseffekten belegen. Kann ich die dann auch beschießen und dann explodieren sie? Stoßbare Felder. Stoßbare Felder können mit einem Nahkampfangriff oder einer Stoßenfähigkeit gestoßen werden. Gestoßene Felder kommen zum Stillstand, nachdem sie sich 4 Felder weit bewegt haben oder beim Aufprall. Beim Aufprall verursachen sie physischen Schaden. Die Rhythmusphase verändert den verursachten Schaden von minus 20% auf plus 10%.
Zerbrechliche Felder zerbrechen und instabile Felder explodieren beim Aufprall oder nach dem Stillstand. Okay. Erstmal gucken. Also das hier ist eine stachelige Muschel. Die ist unpassierbar, aber stoßbar. Fügt, wenn gestoßen, 30 Schaden zu und hat eine Chance von 75%, 2 Züge lang mit Bluten zu belegen. Erzeugt rutschigen Boden, wenn gestoßen wird oder beim Aufprall. Zerfällt nach 3 Treffern zu Schutt. Hier hätten wir ein brüchiges Stachelnest, das ist zerbrechlich. Hält eine gestoßene Einheit auf und fügt 200% Aufprallschaden zu. Zerbricht bei Aufprall oder nach Verringerung des Schadens zu Holzresten. Aber man kann sich reinstellen und dann wird der, also wenn man sich reinstellt, und dann wird der Schaden verringert um ein paar Prozent. Was ist denn das da? Krabbenfalle. Verursacht Gefangen und 20 Schaden. Ein Tritt in die Falle kann nicht rückgängig. Hast du die dann am Bein kleben? Ansonsten hier trockener Busch, immerhin 15 Schaden weniger, alles klar. Was haben wir denn hier? Ui, was bist denn du für eine? Ein Koboldfischer, scheinbar. Der Koboldfischer schwingt seine Harpune mit Geschick, sodass er Nahkampfangriffe aus größerer Entfernung durchführen kann, um seine Gegner auch in den Nahkampf zu zerren. Okay, der hat halt einfach eine geile Lanze, zeig mal her. Nahkampfangriff, der 2 Felder auf einmal treffen kann. Verursacht 25% Schaden am übernächsten Feld. Oh, krass. Geradliniger Fernkampfangriff, der physischen Schaden zufügt, zieht das Ziel neben den Kobold. Ich habe komische Wortstörungen, merke ich gerade. Egal. Ein erfolgreiches Ziehen führt zu einem Schlag, der mehr Schaden verursacht. Auch verstehe ich nicht. Was sind das da? Mücken? Knochenfliegenschwarm. Okay. Ein Schwarm fleischfressender Knochenfliegen. Sie sind nach dem rasselnden Geräusch benannt, das sie beim Fliegen machen und das zu vorübergehendem Hörverlust führen kann. Kann über unpassierbare Objekte fliegen und nach dem Angriff kann er sich noch 2 Felder bewegen. Schwach gegen physische Fernkampfangriffe. Knochenfliegen umschwemmen ein Einzelziel und verursachen einen Zug lang physischen Schaden und belegen mit Taub. Taub dämpft Musik und Klänge in der Rhythmusphase. Muss man dann quasi auf Sicht spielen. Und den hier hatten wir schon. Alles klar. Dann fangen wir mal an mit dir da. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Und ich gehe ein bisschen dahin, okay? Also er halt. So, dann gucken wir mal. Wie sieht's denn mit der Reichweite aus? Genug. Und um ihn hier mache ich mir nicht so Sorgen. Hier Reichweite geht. Also auf ihn hier muss ich ein bisschen aufpassen. Pass mal auf. Ich würde gerne dich hier wählen. Nein. Achso, ich hatte noch einen Fuzzi ausgewählt. Nein. Ich will eigentlich ihn hier da hinstellen. Und, wenn wir schon mal dabei sind... Oh, der geht aber recht weit. Zeig mal her. Achso, ja, um mich drumherum. Ja, das ist natürlich doof. Das da. Ja, machen wir einfach, oder? Bin mir aber nicht ganz sicher, ob wir das hier machen sollten. Ja, doch. Machen wir so. Alles klar. So. Guti. Den hätten wir schon mal. Also da müssen jetzt ein paar Leute herkommen. Ihn hier stellen wir dann dahin. Und lassen erstmal ein wenig... Regeneration. Oh, geil. Ja, Regeneration auf mich selbst. Ja, klar. Hier. So. Erstmal ordentlich hochgeheilt. Das Problem ist... ich habe ja ihn wiederbelebt. Er hat immer noch gebrochene Knochen. Wir müssen also gucken, dass er nach Möglichkeit den Kampf überlebt. Das wäre eine gute Idee. Das ist generell eine gute Idee. So, lass mal gucken. Wo stellen wir denn dich fein hin? Da oben hin. Kommt da aber nicht hin. So. Wir stellen ihn mal hier hin. Das ist eine gute Idee.
So, und du machst was? Nach vorne plärren braucht er nicht. Ich könnte ja... Nee, noch keinen Gegenstand verwenden. Einfach warten. So, ihm hier geht's eigentlich recht gut. Moment, sehe ich das richtig? Dass ich da einen hinstellen könnte. So, gut. Und du lädst bitte dein Knarrending auf. Knarrending? So. Und zwar bitte den hier. So. Also der tut jetzt seinen nächsten Move aufladen. Alles klar, Gegner ist am Zug. Dann zeig mal her. Oh, das habe ich gar nicht gedacht. Ja klar, da habe ich mich... Ja. Ja, super. Lief jetzt nicht so gut. Okay, wenigstens bin ich nicht ganz tot. Noch. Habe ich wieder nicht gescheit geguckt. Ja gut. Dann pass mal auf, was du jetzt halt machen wirst, mein Guter. Ja. Alter, da will mich jeder gerade angreifen. Du wirst angreifen. Und zwar... Wie nach hinten? Nein, an... Schreite 1 bis 2 Fälle nach vorne und nimm eine Nahkampf-Wachsamkeitshaltung ein. Wenn sich der Gegner in Fähigkeiten Reichweite befindet, werden ihm Punkt. Da ist ein Fehler drin. Ausfall kann durch Gegner hindurchgehen. Ja, das Problem ist... Ja. Hallo? Junge, wir sind noch nicht fertig. Du hast gefälligst den hier da zu hauen. So. Wenn schon, denn schon. Okay. Jetzt hauen wir den einen da weg. Ich hab halt so Schiss, dass die jetzt da den einen platt machen. Egal. Wir knödeln den jetzt erstmal zusammen, ja? Ganz billig. So. Was? Der ist immer noch nicht tot? Was ist denn das für ein krasser Frosch? Was ist denn das für ein krasser Frosch? Okay, Moment. Zuallererst mal. Er soll doch bitte einen Gegenstand verwenden. Und zwar heilendes Pulver für ihn. Okay, alles klar. Wollt gucken. So, pass auf. Ram-Solo. So. Hätte man vielleicht vorher machen sollen. Ich gehe mal Verteidigung auf ihn da drauf machen. Wie geht das wieder? XXAA. Ich habe Blutung drin. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil meine Knochen noch ein bisschen gedingst sind. So. Und dann 1, 2, 3, 4. Was ist denn das da? Holzreste. Zerbrechlich. Gut, dann komm du mal her. Stell dich da runter. Ach ja, da war ja was von wegen Items, ja. Okay, dann stell dich mal dahin. Benutze erst... Nein, erstmal ein Item benutzen. Heilendes Pulver, nicht für ihn. Ich will doch nicht den Gegner heilen. Ihn ein bisschen. Ist nicht viel, aber ein bisschen wenig. Ist nicht viel, aber ein bisschen wenig. Okay, jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken. So treffen wir ziemlich viele. Ich glaube, das ist gut. Was haben wir sonst noch Feines? Oder halt den hier. Also hier
kann ich halt... Ich will halt den einen da, weißt du, der hat ja fast keine Energie mehr. Ich will den unbedingt wegkriegen. Verringerter Reichweite, aber hohen kritischen Dingensbummens. Und das hier... Den hier kann ich da reinmachen, dann treffe ich sie alle. Sozusagen. So, wie war da? XXXA halten. Okay, also wo wollte ich denn hinmachen? Da. So, der eine ist zumindest mal weg. Das ist schon mal gut. So. Jetzt haben wir halt diese blöden Fliegen. Ohrenbetäubende Bisse. Boah, die machen 17 Schaden. Das ist nicht gut. Die gehen alle auf... Nein, nicht auf ihn. Okay, ich glaube, das war's jetzt aber, oder? Okay. Wir haben die Runde überlebt. Das wird euch teuer zu stehen kommen. Echt jetzt. Wir haben die Runde überlebt. So. Pass auf. Du musst heilen. Moment. Also ich muss hier auf Sicht spielen. Kriegen wir hin. Aber nicht wirklich gut. Okay. Ihn hier werde ich angreifen. Mit meiner normalen Attacke. Genau. Blöder Sumpfkobold, du. Echt jetzt. So, jetzt haben wir nur noch die Mücken übrig. So, jetzt muss ich aber zuallererst mal... Ja, du musst. Und zwar musst du ihm hier noch ein heilendes Pulver zuwerfen. Oder warte. Wir gehen hier erstmal... Wir gehen erstmal mit dem Trommler uns da reinstellen. Gut. Dann tun wir ein bisschen Dingensbummens trommeln. So. Er hat zumindest ein bis zwei Treffer könnte er vielleicht aushalten. Vielleicht. Okay. Jetzt gucken wir mal. Mit ihm gehe ich jetzt erstmal hin und guck mal, ob ich mit diesem Schuss von eben da wieder irgendwie coole Sachen machen kann. Im besten Falle natürlich. Also zuallererst mal Schwächung und heilt. Nee, ich will es eigentlich ihm geben, ja? Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Nicht, dass ich den falschen auswähle. So. So, jetzt hat er noch ein bisschen mehr Heilung. Alles klar. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir wollen eigentlich die schnell... Ne, das da war's, gell? Die Pfeilsalbe? Ja, das war's. Oh, die Schnellschüsse. Make it quick. Ich kann überlegen, wie kriege ich das hin, dass ich möglichst viel treffe. Naja, geht halt nur so. Ja, ein bisschen doof. Oder soll ich einfach hingehen? Ja. Soll ich einfach hingehen? Oh ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Aber wie geht das wieder? Oben rechts, linker Trigger, B, linker Trigger.
Das machen wir. Boah, ey. War das geil oder was? Okay, das ist aber nur ein Schuss. Scheiße. Auch gerade aufgefallen. So, pass auf, da kommen sie. Hat nicht mal gereicht für ein ganzes. Okay, aber eine greift schon mal den Barbaren an. Das ist gut quasi. Wenn sie nicht alle auf dieselbe Person gehen, weißt du? So wie hier. Aber der Barbar hat auch am meisten HP. Ist alles in Ordnung. Daneben, aber jetzt ist er taub. Das ist schlecht. So. Also. Ja, werden wir machen. Du gehst mal dahin. Wie ist das denn? Bringt das was, wenn ich die klatsch? Ja, nicht wirklich viel. Also wenn, dann sollten wir da unten das machen. Okay, pass auf. Ich muss gerade gucken, wie ich mit wem am besten... Okay, da komme ich überall hin, da komme ich überall hin. Er kann... zur Not dahin gehen. Pass auf. Er muss auf jeden Fall heilen. Das ist klar. Kann ich gerade nicht. Ja gut, wer nicht heilen kann, muss fühlen. Wer nicht heilen kann, muss Dingens machen. So. Jetzt haben wir mal alle ein bisschen mehr Power erstmal, ja? Vor allen Dingen er. Und du wirst jetzt da oben hingehen und die abschießen. Ja. Ja, sehr schön. Hat gereicht. Mal schön weggebremst. Sehr gut. 2 weg. Du darfst die da übernehmen. Ich weiß, dass du taub bist, aber kann man nichts machen. Ist halt so. Drauf. Mann, braucht kein Gehör. Der Typ hat's einfach drauf. So, weiter geht's. Und du darfst dich jetzt um die da oben kümmern, ja? Warte mal. Da hochgehen. Und dann nimmst du den hier und greifst die mal so ordentlich an. Wie ist der Move? Kriegen wir hin. Jesus, ne, hat nicht gereicht. Schade. Hab gedacht, es würde reichen. So. Guck mal da. So. Der hat noch die Wachsamkeit drin. Stimmt, die habe ich mir am Anfang... Okay, geschafft. Mann, das lief gut. Mann, es läuft so langsam. Es läuft so langsam. Was haben wir denn hier? Silberner Seestern, 50% Chance, dass eine Fähigkeit nach der Nutzung ohne Abklingzeit gleich wieder benutzt werden kann oder genutzt. Verursacht 20 Schaden, auch eine Sprengmuschel, heilendes Pulver und ein Rhythmusstein grün. Alles klar. Ansonsten, oh yeah. So, was haben wir denn hier? Bodycheck. Ein Einzelziel-Nahkampfangriff, der physischen Schaden verursacht und den Gegner 3 Felder zurückwirft. Der ist praktisch gerade hier. Und sonst Nahkampfangriff mit Effektbereich, der 1 bis 3 Gegnern an einer Reihe gleichzeitig physischen Schaden zufügt. Ja, Gegner in einer Reihe. Oder halt... Ich nehme das da. Ich nehme das. Alles klar. Was hast du gekriegt? Sag ich mal her. Einzelziel-Nahkampfangriff mit hoher kritischer Chance, der 4-mal physischen Schaden verursacht. Okay, alles klar. Nehmen wir mit. Kann ja eh nichts anderes wählen. Hoppala. War's das schon? Nee, ich wollte noch gucken. Moment. Hast du nicht auch irgendwie irgendwas gekriegt? Nee? Warum denn nicht? Okay, ja egal. Hat gut geklappt.
Haben wir gut hingekriegt. Die kämpfen wie die Besessenen. Wir müssen etwas übersehen haben. Zungen sind ganz lila. Sieht aus, als hätten sie die gemeinen Kristalle gefressen. Die fressen Kristalle? Das würde die rücksichtslose Aggression erklären. Genau wie bei den Tölen zu Hause. Okay. Sie haben eine Prophetin erwähnt. Lasst sie uns finden und ein paar knallharte Fragen mit meinen Trommelstöcken stellen. Das will ich aber mal sehen hier. So, wir haben gleich noch einen Kampf. Und der erste lief schon mal recht gut, finde ich. Dann gucken wir, dass der zweite ebenso gut läuft. Nachdem wir... Okay, pass mal auf. Zuallererst mal braucht er ein Metronom. Das da. So. Warum braucht der das Metronom? Weil der so komplizierte Eingabengedönse hat. Und das Metronom macht... Moment, ich kann es zeigen. Schlechte Treffer werden gute und gute werden perfekte. Der hat ein bisschen kompliziertere Eingaben. Deshalb hätte ich da halt gerne ein Metronom. So. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du noch Blutung? Bist du wieder fit soweit? So, bei ihm kann man noch was reinstöpseln. Okay, dann machen wir das da rein. Alles klar. So. Also. Nee. Da geht's weiter, ja? Dann machen wir das. Gucken wir mal. Oh. Nachts. Die Chance, dass ein Rudel Raubtiere sich dem Gefecht anschließt. Nun gut. Alles klar. Dann gucken wir mal. Ordentlich eingedingsbumst. Was ist denn das da? Eine Koboldwache. Die Koboldwache ist eine kräftige Verteidigerin, die versucht, andere Kobolde vor Schaden zu bewahren. Mit ihrem stacheligen Schneckenschild blockt sie Schläge ab und stößt Angreifer zurück. Beschirmt. Minus 25% erlittener Schaden von der Vorderseite und den Seiten. Man muss also wirklich hinten. Physischen Schaden. Stößt das Ziel ein bisschen. Verankern. Blockt einen Angriff von vorne jede Runde. Okay. Verbündeten abschirmen. Also hat aber keine wirklich hohe Bewegungsfreiheit irgendwie. Okay, das sind 2 so Schildfuzis und Mücken. Das war's. 2 Schildfuzis und Mücken. Pass mal auf. Oh ja, ich habe gute Idee. Und zwar... Das ist eine gute Idee. Die beiden lasse ich so stehen. Beziehungsweise... Okay. Den kann ich eigentlich... Was sind denn die Gegner? Sind die da unten? Oder sind die da? Ne, da. Ich würde ihn halt gerne da reinstellen. Ich stell ihn mal da rein, ja? Hallo? Ich muss doch machen, was ich sag. Okay. Geht nicht. Nun gut. Kann er nicht. Macht er nicht. Dann lasse ich ihn hier oben. Kann ich ihn hier runterstellen? Nee. Komisch. Warum denn nicht? Ist doch der Witz dabei. Feel the beat. Er will auch nicht da rein. Warum kann ich ihn da nicht reinmachen? Egal. Aber da runter. Also ich kann ihn noch nicht schon gleich in Schutz bringen. Ein bisschen doof. Okay, passt soweit. Auf geht's. Wir müssen halt aufpassen, es ist Nacht. Sprich, es können halt auch weitere Gegner auftauchen. So, pass mal auf, was ich jetzt halt mit dem da mache. Folgendes. Und ich hau jetzt mit dem da drauf. Und das trifft dann den Gegner. Sollte. Hat immer ein bisschen Energie gekostet. Sehr schön. Kannst du schon jemanden treffen hier? Ja, ihn. Aber ihn will ich gar nicht treffen. Stell dich mal dahin. Bist ein bisschen geschützt. Und dann greif mal, genau, die Mücken da hinten an. Moment, nee, greif mal gar nichts an. Sollen wir uns aufteilen? Also der wird sich nicht wirklich bewegen. Wir müssen erst die Mücken klein kriegen, fällt mir gerade ein.
pass auf. Attack! Ich stelle ihn hier hin. Dann trommelt der jetzt ein bisschen sein Zeugs, besonders aber auf ihn. Okay. Gut. Und er geht hier hin und schießt dann auf die Mücken. Bevor es da oben geblockt werden, weißt du? So, die sind schon mal weg. Weil ich könnte ja mal einfach gucken. Die haben ja doch Bewegungsreichweite. Okay, aber wir kommen noch nirgends hin. Die sind vor allen Dingen zum Blocken da. Dann kommst du... Moment, wie ist denn ihre Bewegungsreichweite? Okay, dann kommst du mal her. Junge, ja, hast du gut gemacht. Bist ein Feiner. Aber du kommst mal hierher. Okay. Gucken, kann man irgendwie was Cooles machen? Physischen Schaden verursacht und den Gegner 3 Felder zurückwirft. Mal gucken. Im Moment, bleib einfach stehen. Bleib einfach stehen, zeig Präsenz. So. Okay, greift es natürlich an, die Mücken, das ist klar. Oh, Kack. Das Ding kann hin und her geschoben werden? Das wusste ich gar nicht. Okay. So, verankern. Ja, und? Dann verankere dich doch da. Ist mir doch egal. Die hebe ich mir für später auf, Kollege. So, pass mal auf. Er darf wieder ihn hier angreifen. Also ihn hier Mücke, meine ich. So, siehste. Hast reingeklappt. Wie gesagt, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Mücken. Alright. So. Wirst doch wohl mit ein paar Mücken fertig werden, oder? Moment. Oh, warte mal. Guck mal da hinten. Siehst du das? Fügt 200% Aufprallschaden zu. Das heißt, wenn ich die Mücken jetzt stoß, statt drauf zu hauen, dann gucken wir mal. Das sollte funktionieren. Hat funktioniert. Bam. Sehr gut. Und der da drüben, der blockt sich hier einen Ast, weißt du? Ja, dann blockt doch, ist mir doch egal. So, Mücken sind alle weg. Haben wir noch... Ah, der Trommler selbst und ihn hier auch noch. Okay. Dann pass mal auf. Wir gehen mal hier da oben hin, damit der nicht mehr das Ding rumschießen kann. Der nervt mich nämlich. Und ich werde dann aber... Was ist das da? Klingensturm? Nee. Ich werde visualisieren. Aber auf was? Ich würde wieder auf das da gehen. Oder das. 15 bis 259. Müssen wir ja mal ausprobieren. Ich hab Bluten, hab ich gar nicht beachtet, Mann. Habe ich mal wieder nicht beachtet. So, und unser Trommelman hat noch gar nichts gemacht heute. Er soll sich natürlich nicht da hinstellen, sondern... Ja, doch. Bleib hier stehen. Und, ja. Komm, machen wir mal ein bisschen Heilung, oder? So generell. So. Sieht doch gut aus. So, Gegner ist am Zug. So, dann veranker dich mal. Ich kann jetzt hinter dir stehen, du Eumel. Verstehst du? Ich muss halt nur aufpassen. Es können halt immer wieder neue Gegner kommen. So, pass auf. Hinter ihn stellen.
Und jetzt mit diesem Angriff da, also so, stehen bleiben, ja. Mit dem Angriff da ihm ordentlich in den Rücken fallen, aber mal so richtig. Alter, das reingeballert, oder? So, und jetzt dreht er mir den Rücken zu. Der Depp. Das war ein Fehler, Junge. Kann ich dir sagen. So, ich sehe gerade noch... Moment, was macht der, wenn ich Block aktiv? Minus 25% erlittener Schaden, das ist egal. Verwendet verankert und unbeweglich. Kann ich gestoßen werden? Okay, dann lassen wir das mit dem Stoßen. Kann ich mit ihm hinter ihn gehen? Nee, aber fast. Ja gut, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf ihn hier. Yes. Gehst jetzt dahin und äumelst dem jetzt eine rein, ja? Bam. So, einer weg. Easy. So, jetzt zu euch. Wie ist denn seine Reichweite? Wir stehen genau außerhalb. Sehr schön. Er hat Block aktiv noch eine Runde. Haben wir irgendwas, was wir schubsen können? Das da. Bringt aber nicht viel. Egal. Ja. Ja, es bringt halt nicht viel, ne? Aber... das können wir dann mit Wachsamkeit abdecken, wenn er sich dann mal bewegt. X-förmiger Effektbereichschuss, der physischen Schaden verursacht, wenn das Ziel Dingsbums markiert ist. Entfernt es und fügt einen Zug lang verlangsamt hinzu. Ich habe keine Ahnung, was das Dingsbums ist. Ich mache das hier. So. Wie ist da der Move? Ach, das ist der dumme Move, ja. Das ist der dumme Move. Okay. So, wir sind in Hab-8-Stellung quasi. Und damit das nicht genug ist, machen wir hier noch ein bisschen Unga-Bunga. Genau, machen fertig. So, der Gegner wird jetzt kommen und ist bei mir drin. Siehste? Das war der Plan. So, hat jetzt nicht so viel gebracht, weil er immer noch gut geschützt ist, aber ein bisschen was. So, der hat mich jetzt gerade ein Feld nach hinten gestoßen. Der Dödel, der da. So, jetzt guck mal hier, was ich hier machen kann. Ich kann von hinten angreifen und das werde ich jetzt auch tun. Ja, geht so. So, jetzt dreht er sich dem anderen zu. Kommst du da hin? Nee, leider nicht. Ja, okay. Hier hingehen und dann rüberhüpfen geht nicht. Okay, dann geh da hin und mach mal einen Aufladeschlag. Und zwar... Nö, mach den da. Der ist in Ordnung. So. Und du gehst ein bisschen weiter und gehst schon zu dem hin. Na, geh mal dahin. Siehst du, hätte ich jetzt diesen Move, dass das noch eine 3 in einer Reihe, könnte ich ihn sogar treffen. Habe ich aber leider nicht. So, jetzt, ich blär den einfach an. So, dass er auf mich geht. Also auf ihn und nicht auf einen Schlag-Unga-Bunga-Macher. Ah, oh, ich habe ja noch einen. Sehe ich eben erst. Ja gut, dann move du mal dahin. Und schießt mal auf den da. Easy, aber echt, hey. So, der haut jetzt auf den. Ahaha. Der hat ja aber noch das Ding drin, dass der erste Treffer abgeblockt wird. So, sehr schön. Jetzt pass auf, weil
weil du ja so einen schönen aufgeladenen Move hast, darfst du den gerade mal einsetzen, ja? So, hätten wir geschafft. Mann, das ging verdächtig gut. Muss ich doch sagen, das lief wirklich sehr, sehr gut. So, Rüstungswerte, fragiler Schild, den hatten wir schon mal, glaube ich. Und heilendes Pulver kann man gebrauchen. Rhythmussteine auch nicht schlecht. So, kriegt jemand Level Up? Er hier. So, was haben wir denn? Erhöht den Verteidigung und Widerstandswert um 2 pro Gegner in der Nähe des Barbaren. Oh, das ist geil. Füge 20% der fehlenden Lebenspunkte Prozent als Bonusschaden hinzu. Boah. Verteidigung und Widerstandwert um 2. Pro Gegner in der Nähe. Wie weit in der Nähe? Also wirklich ganz nah dran oder in einem Bereich? Ich habe keine Ahnung. Dann nehme ich lieber das. Das weiß ich nämlich, wie es funktioniert. So. So, alles klar. Weiter. Lief wirklich verdächtig gut. Also ich glaube, wir haben, also... Ja, der Anfang, ne? Der Anfang war schwer. Aber wir haben uns da relativ gut durchgebissen. So, das da ist was? Legende. Eine Oase. Da kann ich Leute wiedererwecken, richtig? Soweit ich weiß schon. Wie wäre es, wenn wir da hingehen? Das machen wir. Wir gehen hin und erwecken das Mädel wieder. Eine Wiederbelebung. Gucke, hier. So. Die rhythmuswirkerin Emperor wurde wiederbelebt. Sehr schön. Alles klar. Ja, die hat jetzt wenig HP und... Oh, was... Moment, was ist denn da los? Lass mal kurz gucken. Also zuallererst mal brauchst du mal ein paar Sachen. Jeder erste Angriff in einem Gefecht gegen diese Einheit verursacht 0 Schaden. Oh, die kann das super gebrauchen. Die kann das super gebrauchen. Eine Kette ausrüsten? Nee, hat eine Kette. Ich glaube, das war das in der letzten Folge, dass ich nicht wusste, wie man die anlegt. Ich glaube, du hast sie automatisch. Weil... Was? Okay. Was ist das genau? Ein Effektbereich Zauber... Ein Effektbereich Zauber, diese verursacht niedrig Magieschaden. Also das ist ein Effektbereich Zauber, Punkt. Dieser verursacht niedrigen Magieschaden. Ja, warum sollte ich den nehmen? Weil er eine gute Reichweite hat, deshalb. Okay, lassen wir. So, sonst haben wir, glaube ich, nichts für sie. Haben wir irgendwas Cooleres irgendwie? Für sie, was für ein Level ist er eigentlich? 4. Die sind jetzt nicht so mega gut. Wenn ich angucke, dass die Gegner Level 7 waren, weißt du, könnte besser sein. Egal. Ja, passt so, oder? Ist eigentlich gut. Dann würde ich mal sagen, machen wir da morgen weiter, okay? Es lief erstaunlich gut. Beste Folge bisher, ohne Scheiß jetzt. Danke fürs Zugucken. Bleibt muskulös. Geht einkaufen. Trinkt Mate, aber auch Wasser. Tschö. Komplette Lebensweisheit rausgehauen.